beider Teams steht eine Menge auf dem Spiel und wer will sich da schon verraten? So, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. Tor! Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Und jetzt haben sie die gegnerische Abwehr total überrumpelt. Die waren ja noch gar nicht richtig auf dem Platz. Und schon ist das erste Tor gefallen. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Also da müssen sie sich schon ein bisschen was anderes einfallen lassen, wenn sie hier den Torhüter in Verlegenheit bringen wollen. Gut weggeköpft. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Das war schon ein klasse Zuspiel. Abseits pfeift der Schiedsrichter. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Ja, wenn wir uns den Abwehrspieler so leicht machen, bitte schön unter den Ball. Ja, könnte man eine Flanke gut vorstellen. Er köpft ihn erstmal weg. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus, macht die Partie schnell. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Boah, und der landet auch noch genau beim Mitspieler. Oh, Tor! Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, wird es hier einen Sieger geben, fragen Sie mich was Leichteres. Es steht unentschieden. Perfekt getimt, der Ball landet genau beim Mitspieler. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Klasse Pass und jetzt hat er Platz. Ja, wenn man so wenig Platz hat als Angreifer, dann fällt es schwer, die Abwehr aus den Angeln zu heben. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. Und jetzt muss er schießen. Unglaubliche Parade. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ein langes Zuspiel hier, klasse.
Flügel. So, jetzt kommt er langsam in Position, um zu flanken. Flanke in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, da geht er auf Nummer sicher. Das ist auch richtig so. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Aber der Abwehrspieler steht auch goldrichtig. Guter Spielzug. Und wie der den rausholt. Einfach spitze. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Ja, was für ein Pass, da beweist er Übersicht. Und der Abwehrspieler hat aufgepasst. So ausgeglichen der Spielstand zwischen diesen beiden Mannschaften, ganz kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Und er findet den freien Mann. Oh, das war kein guter Pass. Da ist er gleich dazwischen. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Erste Hälfte unentschieden, 1:1. Ja, das ist wirklich eine ganz enge Begegnung, die uns die beiden Mannschaften hier in den ersten 45 Minuten geboten haben. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Geht er jetzt noch ein Stück, bevor er flankt? Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. Oh, das sieht gut aus. Ja, und das zeichnet ihn aus, dieses Zweikampfverhalten. Und schon hat er den Ball wieder. So, jetzt muss er nur noch die Nerven behalten. Ruhig. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, und der ist noch im Spiel. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den gegnerischen Angreifer. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Müssen wir über diese Situation diskutieren? Nein, gelb. Und hier hat der Torhüter alles im Griff. Ja, und wenn sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Nutzt er die Chance und der passt genau in den Knick. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Ja, ein schöner Pass. Das ist einfach super, wie die da hinten drin stehen. Taktisch ganz diszipliniert.
Genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wer da. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Präzise gespielt. Souverän geklärt. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Und das ist schon souverän, wie sie hinten in der Abwehr stehen. So, jetzt muss der Schiedsrichter aufpassen, gibt Freistoß nach dieser Grätsche. Das Spiel wird härter. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Ja, ich kann von meinem Kommentatorenplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Und super, wie der Ball hier durch die eigenen Reihen läuft. Und das war ein wunderbarer Befreiungsschlag hinten aus dem eigenen 16er. Achtung, genau in den Lauf. Riesenmöglichkeit. Klasse Reflex des Torhüters. Also eins muss man jetzt schon mal feststellen, Tom. Der Torhüter ist in diesem Spiel einer der besten. Unglaublich, was der für eine Übersicht hat. Und dann dieser Ball. Ja, und mit dem Schuss, da rettet die Latte. Achtung, jetzt brennt's. Tor, Wahnsinn, die Zuschauer sind außer sich vor Freude. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans noch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, er scheint sich hier einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Ja, er hat auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Ein schöner Ball und der geht bis weit ins Mittelfeld. Klasse, wie er den spielt. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. 3:1, das ist verdient, ohne Wenn und Aber. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.